Korrespondenz, das 20. Kapitel. Korrespondenz. Von Pai Eisenstadt zu Beis Schimschelbein. Man gibt de Bärte. A winderliche Sach, Leben, a winderliche Sach. Wie a so haben wir das nicht daraus gesehen früher. A Sofkal Sof wird a so sagen. In Favus hab ich ihm gelost da wegfuhren, allein und nie. Emes, sie hat allein gewollt bleiben, du. Warten, bis wird sich ein bisschen durchfuhren nach Heim und wird sich hinkehren. Aber ich hab's nicht getort der Losen. Ich bin mehr schuldig von Borissen. Ich hab gehad, bejaht, nicht daraus lassen, ihm von dannen. Nur wo sag ich, es ist gut unmöglich gewesen, ihm zu halten. Es gewesen so glücklich, so versorgt, als ich allein auf ihm Rachmunus gehabt. Ich hab gesehen, als eckt sich, als wird es nicht aushalten. Wird bei Nacht antläufen, wie Aganef, und das wird für ihn noch ärger gewesen. Der letzte etliche Tag hat nicht gegessen, nicht getrinken, nicht geschlafen. Gegangen über den Stieb wie ein Schuten, finster wie der Erd, nicht gerät, kein Wort, nur gesiftet in geglätzigte Haar. Ach, Berthe, Berthe, was haben wir getan? Was haben wir sich so gehabt, seit sie aufbinden, nicht beklärt und nicht betracht. Wir, nur wir sind schuldig in dem allem. Die Zeit wollte allein getun ihrs. Wenn wir sollen sein nicht gewähnt mithelfen, wollten sei öfter gewähnt beide Glückliche. Als sind sie unglücklich, als so unglücklich, als nur ich in ihr können sie verstehen. Sie ist noch mehr unglücklich damit, sie hat nicht vor wem herauszureden ihr Herz, vor wem auszugießen ihre Tränen. Erst Hand bin ich gewesen bei ihr, sehen dich ihr teut Kuhnen, ihre geschwollenen Augen, bin ich gestorben vor Schreck. Sie hat mich abgesiedelt wie Tummet. Ihr seid Tapunem gekommen mir beweinen, sie sind gekommen mich dreisten, ausreden des Herz. Ihr sollt nicht meinen in Eisenstadt, als Boris über mir so niedrig gefallen, wie bei euch in eure Augen. Ich kenne ihn besser, wie ihr kennt ihn. Wenn soll kennen, wird schon lange gekommen. Wenn du mich kennen nicht, wenn du mir lasst man ihm nicht. Oder öfter ist nicht gesinnt, öfter ist so schlaf, als kann mir viele nicht schreiben. Kehrt gewiss sein Schlaf. Ist nebach Schlaf. Ihr weißt davon ganz gut. Ihr wird mir nicht aussuchen. Ihr behalt von mir. Ich weiß. Ich kenne auch Eisenstadt. Ich kenne auch. Ihr habt Tummet lieb behalten. Ihr wird mich mitchen. Ihr mitchet mich. Was hat ihr zu mir? Ich habe gebracht am Doktor, der hat gefunden, als sie hat Hitz. Der Doktor sagt, sie ist nicht mit allem. Als man darf sie abhieten, weil sie ist. Ihr versteht? Ich bete auch, Berthe. Geht mir an Eize, was tut mir? Ihr weißt besser. Ich kann allein gar nicht hin. Ich habe schon geschrieben, Boris, in etliche Briefen. Antwortet mich nicht. Öfter ist schon nicht dort in einer Stadt. Was tut man? Das bisschen Geld, was hat übergelost, hat schon nun ausgehen. Der Doktor geht 2 Mal im Tag. Die Abteilung schlägt an das Sachgeld. Dazu ist in Stieb seinen Größ wie früher. In Übermachen anders schloss sie nicht. Sie sucht, als Boris wird kommen und wird sie treffen in einer anderen Lage, wird sein ihm zufrieden. Ihr versteht, wo das heißt. Boris, das hat sich nicht geschämt, sie nehmen die Hintertrubel, welche ich habe aufgeleistet für ein Equipage mit der Fähre, wird sein ihm zufrieden damit, dass eine unglückliche Rose wird nicht sitzen in 4 Zimmern mit weich Nebel, wie ein Grafen. Nächten habe ich sie von der Saat auf getun, sie hat sie noch etwas Geld, sie darf sie Geld, wollt ihr bedarft haben, was für eine Schiebe sie hat mich gegeben, wie so hat sich gefühlt beleidigt von der Frage. Ach, gitte, Berthe, get mir an Eize, was tut man?
Wie also raten wird man ob das armen Kind, welcher mir allein hat man als ein Unglück herangeführt. Schreibt mir, Tomer weiß dir etwas von Borisen. Wie ist wusstet plant Tomer kennt ihm sehen, mit dem sich überschmissen. Ja, eine windelige Sache, Leben, eine windelige Sache. Wie blind wir sind beide gewesen. Mit der größten im Geduld, der warte ich von Achachive. Ein bester Freund, Pai Eisenstein. Weiß, von Berthe Schimschelbein zu Pai Eisenstadt. Teure Freund Eisenstadt. Seht, was ihr hat umgemacht. Seht, wie Gott tut auch der Fahr, was ihr halt ins Frauenzimmer vergur nicht. Ihr meint, als nur ihr seid Krieg, als nur ihr hat Zeichel, ich frage euch, warum hat ihr mich früher nicht gelost kommen zu euch? Ich wollte nicht der Last, als Boris soll wegfuhren, und Rose soll überbleiben, allein bei einer traurigen Lage. Ich, was habe allein übergelebt, ich mache dasselbe, was Rose lebt jetzt über, wollte schon gewiss, was sie tun. Nur Eisenstadt, ihr seid tummet una Skeptik. Ihr seid von tummet in a Skeptik. Staats wie also kennt ihr gut rechnen als solches auf unsere ordentlichen Borsten, welcher, das ist bei mir sicher wieder tut, wird Hand morgen kommen, zurück zu Rosen. Gleibt mir. Also ist gleich glücklich wie Rose, und sie ist gerecht, wo sie verantwortet haben. Dus, wo es hat sich getroffen hat, hat man bedarf der Warten früher. Ich habe auch nicht einmal gesagt, als kein glückliche Liebe ist gut auf der Welt nicht du. Als jede Liebe muss sich endigen traurig, und das ganze Leben ist eine schreckliche Tragödie. Als das ganze Leben ist eine schreckliche Tragödie. Das, was ich vielleicht zu schreiben, ist sei nicht freilich. Die Madame Fuhrmann, Roses Mutter, ist Nächten gestorben. Gott soll auch bitten, wenn sie sagen, dass Rosen, das ist eine unglückliche Frau, es hat so lieb gehabt, ihr einziges Kind, ist ausgegangen mit der Klule auf den Lippen. Ihr darf sich steußen, wem sie hat gescholten. Sie hat auch gerechnet, von ihr Malachamubes. Und sie darf ihr Meuchel sein. Sie ist genug aufgekommen auf der Welt. Ich kann sich umdrehen, nicht der Mann. Wo sie hat übergetrunken von ihrem Mann, denn der Spot, der letzte Zeit. Sie hat schon bei ihm lang von keiner Welt nicht gewusst. Nur sah die Tochter ist entlaufen. Es ist mein Vormann geworden ärger, wie ein wilder Chai. Hat ihr alle mit gestochenen Augen mit der ausgelassenen Tochter. Es ist entlaufen mit einem armen Student. Ihr versteht Gott Eisenstadt, wem man meint du. In Zeiten war es, hat sich schon nicht gekannt übertrugen. Und hat ihm geantwortet mit einem Wort oder zwei. Hat sie getrieben von Stieb und hat ihr geschrien, geht zu deiner Tochter, zu der Mifkeres. Ihr meint, ihr werdet mich jarschen in lebendiger Heid? Als sie ist schlaf geworden, hat nicht gewollt riefen dem Doktor. Der dosige unglückliche Frau hat gezankt, wie ein Licht. Hat nicht zugelassen zu ihr keinem. Hat vertrieben alle Kräuven. Ich habe sich nicht getuert, wasen vor seine Augen. Hat geseider gesucht, als wird mich verschicken in Sibir. Nur zum Sof, als hat sehen, als ein Wab geht schon aus, hat herabgebracht, alle Doktoren von Stutt. Ist herumgelaufen, wie am Schiggene. Hat geworfen die Schlüssel. Hat geöffnet den Kasten und hat geschrien, Rate wird, nehmt wie viel ihr wollt in Rate wird. Hat mich geschickt riefen, ich habe nicht gegleibt meine Augen. Ist gewähnt verweint, zu flachten. Hat nicht gekannt ansitzen auf einen Ort. Hat mich gehabt vor der Hand und hat mich zugeführt zum Bettel, wie sein unglücklicher Wab ist gelegen, bei der letzten Graben. Der Seesteibele, hat ihr gesagt, anbeugen sich zu betteln. Der Seesteibele, das habe ich dir gebracht, Berten. Der Seesteibele, auch du ist Berte. Teibele hat schon nicht gesehen und nicht gehört. In 2 Jahren ist sie schon gewesen auf der Emmerse Welt. Nur der dosige unglückliche Frau ist ungezeichnet gewesen, nicht so gering zu kommen dahin, wie sie hat bedarf gefunden ihr Rie.
Meier Fuhrmann, was hat Schuh Farsan Wabs teut geworfen mit das 8000. Wie man soll am Leben dich machen, seine Tabellen. Hat sich noch hier teut angespart und hat mir nicht gewollt geben, der Chevre Kadische wie 30 Rubel. Ein ganz Messle Ess hat sich gedingen, wie man denkt sich vor ein Ochs. Bis man hat Koma rausgerissen, bei ihm 100 Rubel. Ich bin gut nicht imstand zu beschreiben, machte Besäunis mit der Klulis, mit dem ganzen Rasch. Es hat sich getan in dem SLS, wo sein Wabens gelegen auf der Erde, und hat sich herumgetrogen mit den schlüsseligen, getappten eisernen Kasten. Nur eine Sache kann ich nicht verstehen. Hand von Nacht habe ich gesehen, der Angang sich vor, man einen Häufer an, der Herr Mottel Friedmann. Was kann das bedeuten? Efter ist so herangegangen, mit nach dem an seinen alten Chabe. Ich kann das nicht verstehen. Ich habe nur was geschickt dahin, mein Meidl. Sie soll ein Kick tun, was ist dort. Und was tut sich bei Fuhrmannen. Das Meidl ist gekommen und gesucht, als dort ist schon keine nicht durch sind. Nur der Herr Fuhrmann ist so beiß, so zerreizt. Schreit auf der Dienst. Hält jetzt nicht mehr wie ein Dienst, an alte Jiden, a Karge wie allein. Als Tomer wird sie das zweite Mal heranlassen, an dem Keschenik, an dem Ganef, wird sie rum bei ihm dem Teut. Ich kann das gut nicht verstehen, was das bedeutet. Ach, Eisenstadt, ich bin auch bekannt auf eure phlegmatischen Charakter. Ihr kennt alles übertragen, kaltblütig. Ihr seid kein Mensch gewesen, keine glückliche Frauenzimmer. In euer Herz, wie ich sehe heraus, ist noch ganz frei von dem heiligen Gefühl. Das wird ungeriefen Liebe. Ihr wird nicht glauben, als Boris ist mit seinem ganzen Leben übergegeben Rosen. Ihr könnt es nicht verstehen, na ja? Sag ich auch, aber es ist gewiss so. Emmes, ich hab das von Boris nicht gehört. Mach mal sehen sich mit ihm, bis hört, ist mir nicht gewesen möglich, bestimmt Eufen bei Eufen. Und jetzt ist nicht du. Ist mit seinen Müttern ergens weggefahren. Man sagt, es kann Ausland. Aber es ist nicht Emmes. Mein Dienstmeidl hat gehört, wenn alle die Mischur ist, als der Brief schickt man sei, kann Warsche, nicht kann Ausland. Ich rechne, dass zu lieb dem sind, sei sich durchgefahren kann Warsche, zu sein Freund oder eine Bekannte, ich teile die Meile von unserer Regilesnickes, ich bedenke mir, dass Regenbogen, stechende Holz, Spiegelglas und desgleichen, sollen verstoppt werden auf eine kleine Zeit. Und ich sage auch, als es ist gut kann, aber nicht, wenn Seier sagt, mach was von dem ersten Tag noch Eier wegfuhren von dann, haben sich du die Meiler gut nicht zu gemacht, bis handigen Tag. Es ist gewesen, sagt der Rieder in Stutt, also es hat sich getan, heuschig. In jedem Haus, auf jeder Gasse, in allen Winkeln hat man gut geredet für meine Vormannstochter, auf sie entlaufen mit einem Urmenstudent, Friedmann Zachawe. In merkwürdig, ihr seid doch mit keinem nicht gewesen bekannt in dem das Gestuhl. Und von deswegen sollt ihr hören, was war am Meinungen, jeder sucht sich wegen Ach. Der sucht, dass man hat gesehen, bei Ach auf dem Punem umgezeichnet, dass sie sind da gar nicht Zeug am Menschfresser. Der sucht, dass sie sind gut nicht Student, nur ein Litwak, welcher hat ergens in der Litte noch drei Ware. In der dritte sucht, dass sie sind gut an ein laufender Soldat. Klar, es ist gut, nicht überzugeben, die alle Historie ist, was jeder, der teilt sich du und wegen Ach. Ich stellt euch vor, sei Überraschung, wenn sie haben der Herr, also nicht ihr, nur der junge Friedmann hat Kasten gehabt, Vater Antlaufenden. Das ist geworden, als Gewalt in Stutt, als wenn ihr soll nicht gewähnen, Euro, um als auszugeben, dem Sod, wollte ich schon lange entlaufen von dann. Ich weiß noch, Ada Joimisch, von wannen in Viarim ist mein du geworden wegen dem Chassen. Aber man weiß schon alles nicht kicken darauf, dass die Friedmanns haben nicht bewiesen kann, Schimmine. Also es kennt sich also es kehrt sich mit seiner Sinn. Stellt euch vor, wie so ist gewesen, die Madame Friedman zu kommen zurück allein und Borissen noch machen jeden eine freiliche Miene. Reden gleich mit alle wegen euer Roman mit Rose Fuhrmann. Und nachdem, als man ist in Giechen geworden im Emmes, hat jeder ihr gekickt den Punem an und hat gewollt überleinen. Bei ihr auf den Sternen, der Maße mit ihr Sinn und mit der Antlaufene. Und sie, die Madame Friedman, soll das erfüllen mit einem Eug Apintel tun.
Gut nicht lebendig, gut nicht lebendig, freilich, wie damit? Gemacht jeden Tag sind gekommen zu ihr, die Gitte Frauen, die Madame Regenbogen mit den gelben Tächter, die Madame Spiegelglas und die Madame Stechenholz und die ganze Zeit haben sie mit ihr geredet, nur wegen der Entlaufenen. In 100 Mal haben wir nicht übergefragt, wie ist das in ihr, Boris? Was macht ihn gesinnt? Wo soll man ihm nicht auf sich in keine rechte Partie? Alle die Meschules hat mir übergegeben, also auf die alle Fragen hat sie geantwortet, freilich, klar, wie damit. Der Fahrer aber hat sie sich mit sei abgerechnet, als du, als Boris ist gekommen. Die ist mit ihm die ganze Zeit gesessen auf dem Balkon. Steine soll ihn sehen, alle sollen ihn sehen, und damit verstoppen, die beise Meile. Sie ist gegangen. Ingefuhren mit ihm etliche Mal in Tag spazieren und hat ihm ausgeführt in alle Gassen, in alle Gässlich. Alle sollen sehen, also ihr Boris ist du. Also ist nicht entlaufen mit keinem, er befragt. Noch mit der schwarzen Rose Fuhrmann von dem kleinen Stiebel, mit der roten Luden. Er hat mir erzählt von derselben Madame Fuhrmann, als beschaßt Malke Friedmann mit dem Sie seinen durchgegangen vorbei, ihr Fenster. Ist sie gefallen auf dem Bett und hat sie kaum abgerattert. Aber die Madame Friedmann hat schon mehr nicht gekannt übertragen auf sich, dem Gift von der langen Zingen, und hat gemisst auftreten auf eine kleine Zeit mit Borisen von Dannen. Und sie haben getan Seilglied. Ach, wenn ihr wollt das gewähnt, wenn ihr sollt gewähnt sehen, wie er so in der jünger Held hat auf mir gekickt mit seiner Scheinaugen von einem eisernen Balkon, weiß ich bin vorbeigegangen, eine halbe Schuhe vor sein Abreisen von Dannen mit der Mitte. Wenn ihr sollt gewähnen, der Doseke benimmt der Kick zu und Borisen in die Augen rein, wird ihr schon wenig gezweifelt, dass eine Liebe zu Rosen ist viel größer und starker, wie ihr könnt sich vorstellen mit euer Zeichel. Da ihr sollt mich besser verstehen, will ich auch du übergeben, alles was ist vorgekommen zwischen mir und Borisen, sagt ist gekommen zurück mit seiner Mitte. Als Boris ist gekommen, habe ich nicht erwisst, bald von alle die Mischures, weil ich habe Inter gekauft, schon für lang. Er soll mir abdrucken, jede Kleinigkeit, wusste es kommt vor bei der Friedmanns in Haus. Ich habe ihm fein Ballonting geheißen, er soll übergeben Boris für mir einen Brief. Ich darf auch nicht erzählen, was ich habe ihm geschrieben. Ihr könnt sich allein vorstellen, wie überrascht ich bin gewesen, als ich habe gehört, dass Boris gekommen allein und ihr. Der zweite Tag hat mir alle übergegeben, als einen Brief hat ihm abgegeben mit Größmi. Nur kein Entfer kann so gehe ich nicht an. Macht mal die Madame Friedmann trägt nicht ab, kann ein Rege von ihr sehen. Sie sitzt mit ihm, sie geht mit ihm, sie lässt von ihm kein Auge nicht darauf. Vielleicht legt sich schlafen mal nach, was ich im Zimmer, steht sie lang hinter der Tür. Oder sie dreht sich also herum in dem zweiten Zimmer, bevor sie soll können sehen, was den Herrn, was hat dort mit allen oder mit einem anderen bedient. Sie hat streng verboten, dass keiner soll sich nicht dagegen bringen oder abdrucken einen Brief von Borisen ohne ihr Wissen, also als jeder Brief Sie hat streng verboten, dass keiner soll sich nicht dagegen bringen oder abdrucken einen Brief von Borisen ohne ihr Wissen. Also als jeder Brief, was schickt auf der Post, fällt daran, gleich zu ihr in der Hand daran. Und versteht ihr schon, lieber Eisenstadt, wie ihnen glücklich in der jüngere Held ist, bei Otta solche fanatische Eltern, bei Otta solche Despoten. Erst auf der anderen Woche hat mir alle gebracht, auf alle meinen Brief, mehr wie 10, ein Entwurf von Borisen. Ein Entwurf von Borisen. Ich gebe auch du über, lieber Eisenstadt, buchstäblich sein Quittele, von welchen ihr wird sich gewiss können rufen am Nisse, was heißt Liebhaben, und sahen ihm glücklich. Ot, was Boris schreibt mir. Teierste Freund Berthe, ein Gottesmann Eides, als ich hab auch bis in heutigen Tag nicht gekannt schreiben. Ich schreib jeden Tag Brief zu meinem teuren Rosatschken. Ich hab bis Hand kein Schimm entfer. Ihr fragt mich, was hab ich gepolt mit Mann, kommen nach heim. Oh, ich verhoff, als ich will gewiss mein Ziel ergreifen. Wie ich gehe, weil wir sein glücklich zusammen mit meinen teuren Rosen, welche steigt mir ständig vor meine Augen. Ihr hört Eisenstadt? Ich will einmal vor allem legen auf festen Fundament, auf welcher unsere Liebe wird sein Gebot öffentlich vor allem, also als alle sollen wissen und sehen, als Rose ist Mana auf Eibig. Ich bete auch, liebe Berthe, schreibt sie Mann Rosen,
geht ihr über meine bittere Lage, in welcher ich gefinde sich sind, entreißt sie mit der Hoffnung, aber wir werden gleich wieder leben zusammen in unserer Liebe, in unser Glück, wird schon mehr keiner nicht sterben. Und es wird schon alt sein, geht, also wie es begehrt, euer Übergegebene, Boris Friedman. Es versteht sich, als auf dem dosigen Brief habe ich ihn aufgeantwortet, bittlich auf jede Sache was in. Ich habe ihm gegeben Unterricht, wie soll sie treten zum Futter und zu der Mitte wegen der Hauptfrage, und wie soll wirken auf seine Herzen. Ist doch fort, sei ein einziges Kind, ein Augenkopf. Ich weiß nicht, alle Jahre, was und wie hat mit sei gerettet, und sie wusste, was ein Resultat sei gekommen, macht was von Boris, und habe ich schon mehr keinen Brief nicht gekannt bekommen. Nur wedelig wie Alec hat mir übergegeben einige Kleinigkeiten, verstehe ich, als inse mir wird nicht sein, es ist, in inse im glücklich für Volk wird endlich wieder zusammen sein auf immer in Eibig. Der Haupt bete ich auch, liebster Eisenstadt, Achtung geben auf unser teuerste Rosetschken. In Chais nicht sicher, nicht daraus haben sich vor ihr mit solchen Wörtern, wie ich schreibe zu mir. Eat up Eisenstadt, dass das jinge Blimele. Soll auf dem kein Stäub nicht fallen. Das ist eure Pflicht als Mensch in Mannsperson. Adieu. In der Rosetschke schick ich besonderer Brief. Euer bester Freund, was verbleibt sie euch mit größter Achtung. Nicht kicken liegt darauf, was ihr seid als ein kalter Egoist. Berthe Schimschelbein. Gimmel von Kai Eisenstadt zu Berthe Schimschelbein. Berthe, kommt sie vor. Efter wird ihr besser kennen auskommen mit ihr. Sie sei ihm glücklich und darf ihm helfen. Sie neidigt sich und soll sie hieten. Ich kenne das nicht. Ich teug nicht dazu. Ich sehe, als ich verschaffe ihr nur Schmerzen. Mehr nicht. Fahr eure herausfuhren, schreibt der Brief. Ich der Wartag, ich kicke raus auf euch. Le Mann Hashem, kommt zu fuhren. Pinchas Eisenstadt. Dalet. Von Berthe Schimschelbein zu Pinchas Eisenstadt. Liebste Frau, ihr habt mich mit eurem letzten Brief so viel übergeschrocken, als ich bin aus Mensch. Ich fuhr bald raus und will schön sein allein bei Rosetschken. Und ihr sollt hier herausfuhren, nachher und kommen gleich zu helfen. Ich werde ihm treffen, du allein, weil unser unglücklicher Boris mit der Mutter seine Nazint in Ausland. Ich glaube, als bei der Mutter hat Boris schon lange geheult. Man darf noch überreden mit dem Futter. Meine ich, als ihr, lieber Eisenstadt, sind sie mehr fähig wie ein anderer. Ihr sollt ausnutzen alle Mittel in Ausbund für ihn mit allerlei Farben die traurige Lage von seinem Benjuchet und von seiner jüngeren schuldige Frau Rosa. Das hat schon genieg gelitten, genieg übergetrunken, genieg aufgekommen für den Sinn von den Eltern, welche sind so angespart in seine Fantasies, in seine Fanatism. Ich darf auch nicht lernen, wie soll sie reden. Reden kennt ihr. Allebei wollt ihr so gekannt fühlen, wie ihr kennt reden. Grüßt Rosen und sagt ihr, als ich vor zu ihr die Minute, die Rege, mein bester Freund Berthe Schimschelbein. Pai Eisenstadt zu Berthe Schimschelbein. Berthe, was hat ihr mir geschickt daher? Kein Gewinn von mir, das, was ich habe getrunken dort. Ach, was für ein harter Mensch der Herr Friedman ist. Merkwürdig, was für ein klüger Mensch, was für ein praktischer Mensch das ist. Ich habe ihn gut bis jetzt so viel nicht gekannt. Ich habe keine Zeit nicht gehabt, sie auszureden, etliche Werte. Hat mich schön übergeschlagen. Er hat mich vorgelegt, solche Fragen, also ich bin geblieben unluschen. Ich habe auch gefolgt, Berthe, und ich habe ihm umgehoben, auszubauen mit schrecklichen Farben, die bittere Lage, die sind im glücklichen Sinn. Hat mich so ausgelacht, also ich habe schon warten nicht gehabt, was zu sagen. Brüder, hat mir gesagt, darauf mit der klappenden Pleize heran, Brüder, ihr lacht mich aus. Ihr macht für mich Häuser kapunem, junger Mann, nicht kusche. Ihr wollt sich gemägt wünschen, hat halb so ableben, wie einem glücklichen Held. Lebt sich auf ein Zinn in Ausland.
Ach, wie traurig seine Lage ist, wie unglücklicher ist als in nirgends in einem Theater nebach, oder in einem scheinen Restaurant nebach, wie sitzt nebach über einer scheinen Mozart nebach, mit einem guten Glas Wein nebach, mit einem aromatischen Zigarre nebach. Ihr versteht sie? Nein. Bleibt mir, Berthe, als kennt sein Sinn als Sache mehr, wie ich mit Ach kennennehmen. Zum Letzt hat mir ernst gesagt, als hat Rachmunus auf der unglücklichen Rose ihn versteht, wie schlecht es ihr hat sind, in wie traurige Lage wird noch sein später. Wie ein gitter Freund hat mir ein Eize gegeben, als wir sollen ein bisschen was aufdecken von ihr, wer ihr Obgott ist und was ist. Hat mich ausgefragt, wie soll sie verbringt die Zeit und von wo sie lebt, und von wo sie lebt sich. Und sie neidigt sie sich hat Zint in Geld, wird ihr schicken, wie viel sie darf. Ach, Berthe, ich sage auch noch einmal. Und weil ich ständig sagen dasselbe als mir, nur mir sind schuldig in ihrem Glück. Und Gott weiß, mit was es wird sich noch endigen. Ich hab du schon mehr nicht was zu tun. Und auf seiner Mitte sollt ihr auch keine Hoffnung nicht haben. Der Herr Friedmann hat mir ausdrücklich gesagt, als früher wird der Himmel kommen zu der Erde, eider Mann Malke, wird er lassen. Als ihr Boris soll sein Vormanns Eidem. Und wenn ihr sollt kennen Mann Malken, wollt ihr gesehen, wollt ihr gesessen, Barit in der Heim. Warum Mann Malke? Das ist Stuhl in Eisen. Sie wird sich Gicher zerbrechen, eider anbeigen. Ihr versteht sie? Nein. Und mit die Werte hat mich der Herr Friedmann abgelassen. Ich bleib du noch auf 2 Tage und warte auf euer Entfer. Schreibt mir, ich bete, was macht Rose. Gott soll helfen, sie soll überkommen, wie es gehört zu sein. Ich wollte ihr übergegeben mein Gries, aber ich weiß, als ich geht nicht so stark aus noch mein Gries. Eine winderliche Sache, Leben. Ein Freund, was kriegt da raus? Auf euer Kirchenbrief. Hi, Eisenstadt. Wuf, Telegramm, von Berthe Schimschibein, in Chis Eisenstadt. Herr Eisenstadt, Hand offen, hat Rose gehabt am Eidl, ist gestorben. Das Kind lebt, kommt zu fuhren. Berthe.